Teure Zuhörers, was hört sich? Seid mir Michael, keine Episode ist nicht heraus mit der Woche zurück. Ich hab gehabt eine Sache was zu tun und nu, also ist das Leben. Aber ich bin zurück mit ein bisschen Jiddisch für euch. Heint will ich reden wegen sehr poscher Vergnügen, a Spazier. Und wir wollen hören wegen sehr interessanter Teil von der jiddischen Geschichte, die meiste von einem Land, wo man hat geprüft bauen, a jiddisch Land. Hast gehört von dem Land in weiten Misrach? Jeden seien dorten gefahren von Rumänien, die Lite, Polen, Deutschland und a viele von Argentinien und so von Amerika. Ja, das Land ist Birobijan. A Chulum und a Koschmar. Unser Gast heint ist Andrei, a Geborener in Moskwa. Andrei lernt sich Jiddisch schon 1,5 Jahr. Die Baba Seides seinen gewähnt Jiddisch Redes und sagt, als will anhalten die Mischprochensprache und Traditions lekovet sehr Jerusche. Andrei wird erzählen wegen Birobijan. Und teure Zuhörers, vergesst nicht, als es ist euch schwer zu verstehen, lehnt dem Transkript. Nach dem Lehnen hört sich zu noch einmal. Wie viel könnt ihr jetzt verstehen? Die Technik kann als Sach helfen. Ist gut. Lass mir hören ein bisschen Jiddisch. Proste Jiddisch. Shalom Aleichem. Ich heiße Andrei und ich bin ein Jiddischlerner von Moskau, die Hauptstadt von Russland. Ich wohne schon 2 Jahre mit meiner Mischproche in Tel Aviv. Ich interessiere mich sehr mit der Geschichte von der Medina, in wo ich bin geboren. Heute will ich dir erzählen ein bisschen wegen Birobijan, die Hauptstadt von der jiddischen autonomen Gegend in russischer weiten Misrach. In 1934 hat die Regierung von Sowjetenverband beschlossen, zu schaffen eine nationale jiddische Territorie in der Gegend Birobijan. Der Gedanke ist gewesen, zu schaffen eine Gegend, wo es wird sein, eine Alternative zu zionistischer Emigration. Man hat gewollt schaffen einen Ort, wie jeden können leben, arbeiten und beschützen seine Kultur und Sprache. Es ist wichtig zu sagen, als Birobijan ist ein sehr schwerer Ort. Der Gegend hat ein schweres Klima und befindet sich gar weit abgescheit. Es hat gedauert, Bericht, eine Woche zu fahren kein Moskau. Die nahe jüdischen Migranten sind gewesen sehr isoliert. Die Stadt ist gebaut geworden, mamisch in menschlichen Zuständen. Birobijan ist geworden ein Zentrum von der jüdischen Kultur und Leben. Jeden von allen Seiten von Sowjetenverband, wie auch von anderen Ländern, seien gefahren dorten mit der Hoffnung zu bauen ein neues Leben. Jüdische Schulen, Theaters und andere Kulturinstitutionen haben sich entwickelt in der Stadt. Jiddisch ist gewesen die Hauptsprache von Bildung und offiziellen Dokumenten. Man hat auch gedruckt Zeitungen und Bücher auf Jiddisch. Birobijan hat inspiriert als sachjiddische Schreiber wie Salvador Borges und Buzi Miller, was haben gestützt dem Gedanken von jiddischer Autonomie. Der Zitat von dem Schreiber Kazakewitsch ist berühmt geworden. Das Land, in welchem ich bin glücklich, wie Land ist Birobijan und ich ist ein Jid. Nach der Zweiten Weltmilchome und spätest in der Zeit von stalinistischer Unterdrückung hat sich aber angehäuben verschwindende Interesse zu Birobijan und dem jiddischen Projekt. Man hat arrestiert oder deportiert als Sachjiden und vermacht jiddische Institutionen. Der Projekt von einem neuen jiddischen Land ist gestorben. Später ist Birobijan geworden eine russisch redende Stadt und die Zahl Jiden ist herabgegangen. 75.000 Menschen wohnen heute in Birobijan und die jiddische Bevölkerung ist bloß ein kleiner Teil. Aber
Man beschützt die jüdische Kulturtraditions in der Stadt. Es ist ein jüdisches Center, was organisiert Kulturen, Bildung, Unternehmungen. Die Stadt hat auch eine Synagoge und etliche jüdische Kirchenorganisationen. Es existiert noch als ein Redaktiebüro von der Zeitung Birobidzjaner Stern, was hat Artikeln, sei auf Russisch, sei auf Jiddisch. Die Stadt zieht zu Touristen, was interessieren sich in ihr ignartiker Geschichte und Kulturgerische. Birobidjan hat jährliche Festivals gewidmet der jüdischen Kultur und Traditions. Also, Birobidjan bleibt ein wichtiges Symbol von jüdischer Kultur in Russland, sei ein interessanter Teil. Dank, André. Die Geschichte ist gar verhappendiger. Als ihr wilt hören noch, geht a guck in einem Transkript. Ich will stellen Verbindungen zu ein paar sehr gute Videos wegen Birobidjan. Auf Jiddisch, avade. Es ist Winter da in Melbourne und ich koch Suppe und lehn und guck Television. Ich spiel zu viel Spielen auf der Mobilke. Ich gehe mal in Kino. Es ist mir bequem aber in der Heim. Und einmal gedenk ich, als ich bin nicht nur a Kopf, a Moich, nur euch a Guff bin ich. Und ich darf sich rühren a bissel. Es ist mir nicht gut, wenn ich sitz zu viel in der Heim. Hab ich letztens geprüft gehen spazieren alle Tag. Ich hab bemerkt, also viele, wenn es geht der Regen, ist es nicht schlecht. Ich tu an dem Regenmantel und lass sich in Wege rein. Ich hab lieb, herum zu spazieren in die Gassen und gucken auf die aller Häuser und Gärtner. Da in Melbourne ist der Winter nicht stark kalt und es seien da a Sach Blumen noch als. Ich hab euch sehr lieb zu gehen auf ein Spazier mit Emerson. Es ist da ein Teichel nicht weit von mir und einmal treffe ich sich mit einem Freund und wir haben einen Schmus gehen dick auf den Wegel. Mit ein paar Wochen zurück bin ich gegangen auf ein Spazier mit einem Freund und wir haben gesehen ein Wallaby. Der Wallaby ist gestanden in langen Gras bei dem Seitteichel. Ich hab nicht gewusst, als man kann sich treffen ein Wallaby in Vorstadt. Das ist gewesen ein besondere Vergnügen. Aber man darf nicht allemal spazieren, ergens schön. Wenn ich darf gehen einkaufen, kann ich zugehen zu Fuß. Das gefällt mir auch. Und wenn ich gehe auf ein Spazier, kann ich erwarten ton etwas noch, was ich hab sehr lieb. Ich kann sich zuhören zu einem Podcast. Efter hört ihr sich zu beim Gehen auf ein Spazier? Lasst mir wissen. Man kann jetzt schreiben Kommentaren auf Spotify. Und auf YouTube proeven wir etwas nahe mit Vokabular in die Unterkeplach, die Captions. Geht a guck und lasst wissen eure Meinung wegen dem. Wie allemal, ein Dank fahren sich zuhören, bis wir treffen sich wieder. Seid gesund und red Jiddisch.